Die Havara und die Monika. Eine Ballade auf Wienerisch. Ewig kennst das schon, deine alten Havara und auch die Monika, mit der du schon in der Volksschule gespielt hast. Wild geschmust habt später miteinander nach der Tanzschule. Fast hättest das geheiratet, aber irgendwann hast dann einfach jung und frei sein wollen und die Moni angelernt lassen. Ohne große Szenen hat's bald einen anderen geheiratet und Kinder gekriegt. Einen Buben und ein Mädel. Du hast auch viel Mädeln gekriegt ins Bett und so. Gretis wurden und Fahrt warst da nach einer Weile. Treu bist keiner gewesen. Die Moni hat dich öfter eingeladen. Der Taufpate vom Buben warst ja sowieso. Wie dein Vater nach Lenz gekommen und dann gestorben ist, war es immer da für dich, die Monika. Manchmal habt ihr euch getroffen, wenn ich alter geschäftlich unterwegs war. Sogar Eislaufen bist gegangen mit ihr und der Kleinen. Dann warst du eine Zeit lang immer saufen mit deinen Havara. Jede Nacht hast mit einer anderen geschlafen. Aber dann hast du das da noch getroffen, deine Traumfrau. Eine super Mauermannequin, 19 Jahre, rote Haar bis zu die Schenkeln runter. Eine Traumfigur. Du hast nur mehr ein Ziel gehabt, heiraten und Häusl bauen. Andere Frauen haben nicht mehr existiert für die, auch nicht die Monika. 2 Havara haben die in die Kirchen geführt. Dort ist ganz verschleiert gestanden wie eine Prinzessin, deine Braut. Später im Bett hast du dich fast nicht traut. Die Monika ist übrigens auch in der Kirche gewesen und hat dir zur Hochzeit ein paar goldene Manschettenknöpfe geschenkt. Mit einem Monogramm. Am 2. Tag von den Flitterwochen hat deine Frau die Sachen durchgeschaut und dich gefragt, wegen ein M auf die Manschettenknöpfe. Da hat sie zum ersten Mal den Namen von der Monika gehört und war ein bisschen still und angefressen. Aber damals hat euch im Grunde genommen gar nichts gestört. Total verliebt und versessen wart's aufeinander. Die ersten Ehejahre sind hektisch gewesen. Alle haben deine Frau bewundert. Und Vater von 2 gesunde Buben bist auch geworden. Einen Zorn hast hin und wieder gekriegt, wie du gemerkt hast, dass auch jeder auf deine schöne Alte fliegt. Nach einer Zeit ist dir die viele Häuslichkeit am Hammer gefallen. Die Buben und der junge Alte. Mehr Zeit hast für die selber wollen. Zum Malen hast du wieder angefangen und die Havara sind mit dir Hasenschießen gegangen. Richtige und zweihaxerte. Und über alle hat sie deine schöne Frau gekriegt. Blumen geschenkt hast du ihr hin und wieder, aber die hat sie in Decken gehauen. Aufgebaut hat die nur die Monika. Die war bei jeder Hetz dabei und hat sie immer freigenommen, wenn du ein Problem oder einen Kummer gehabt hast. Mein Tier ist immer offen für die, hat sie gesagt. Und der Frau kann sich doch nicht im Ernst erhoffen, dass sie immer wie Racletten an dir picken kann, Tag und Nacht. Übrigens, mein Mann ist jetzt öfter als früher im Ausland, wenn du glaubst, dass das nicht mehr aushältst zu Hause. Aus mit der Monika, hat der Alte ein Ultimatum gestellt. Und mit Wein und die Havara muss auch Pause sein. Mehr Zeit musst du haben für deine Familie, für die Buben und auch ein bisschen für was Romantisches zu zweit. Weit wegfahren hast du mit ihr auf ein Weekend mit einem Flieger, nur ihr 2. Aber die Havara haben da geraten, dass die ja nicht unterkriegen lassen sollst, weil im Endeffekt, wenn du dich erinnern kannst, hat's deine Frau auf Partys auch nicht so genau genommen und mit anderen tanzt. Du bist dann allweil stocksteif sitzen geblieben und hast mit der Moni und ihren Alten dabei Karten gespielt. Manchmal hat deine Frau im Klo gespielt und gewarnt. Aus lauter Hysterie. Sowas habe ich nie aufgeführt, wie ich schwanger war, hat dann die Moni gesagt und dabei dein Herz dann mit einem Aas gestochen. Nach ein paar Wochen hat dann deine Frau ins Spital müssen und nichts mehr war mit dem 3. Baby. Du bist immer nur für sie und die geschraubten Hakeln gegangen. Du musst endlich auch was haben von deinem Leben.
Gar nichts anfangen mit so einer Hester sollen, hat die Moni gesagt, wie du das gefragt hast, ob das dritte Kind vielleicht deine Ehe hätte retten können. Da hast du am Boden geschaut und gemeint, dass die nur immer eine einzige Frau verstanden hat. Spät ist worden an dem Abend und zu Hause hat der Alte umsonst auf dich gewartet, mit ganz verwandten Augen, wie es erst in der Früh vor der Tür gestanden bist. Die Scheidung war dann hart, aber die Monika und deine Haverer haben fest zu dir gehalten, wenn der Rechtsanwalt von deiner Alten mehr Geld für die Buben wollen hätte. Die Buben kommen jetzt jeden Sonntag zu dir, das heißt, ihr trefft euch bei der Monika zu Hause, weil ein eigenes Haus kannst du im Moment nimmer leisten. Der Monika, ihr Alter, ist auf Montage und ihre Kinder studieren schon und sind auch nicht zu Hause. Ein Doktor wird er, der Sohn von der Moni, dein Taufkind. Unheimlich geschwind ist die Zeit vergangen, seit der Frau mit dem ersten Buben schwanger war. Unlängst hast du ihn zum Psychiater führen müssen. Der hat gesagt, es war wichtig, dass er die Mutter und den Vater sieht. Der Bub kann ja angeblich nicht schlafen und die letzte Klasse wird er wiederholen müssen. Aus dem wird sicher kein Doktor, wie der Moni ihr Ältester. Der Jüngere ist auch kein Genie und ganz verschlossen, kann nicht gescheit grüßen, geht lieber auf die Straßen raus mit seinen Freunden spielen, als Aufgaben machen. Lachen tut er fast nie, aber du ja auch nicht. Die Moni hat ja schon immer gesagt, dass der Alte dein Leben ruiniert hat. Richtig schade. Und wenn da manchmal in der Nacht deine schöne junge Alte einfällt, deine Ex mit ihren langen roten Haaren und wie es miteinander war, wie es vor lauter Lachen fast von der Couch geflogen warst und wie die Kinder zum ersten Mal Mama und Papa gesagt haben. Aber dann kannst du ja jetzt mit deinen Haverer ungestört auf ein Bier gehen und an der Bar stehen und drüber nachdenken, was deine Buben zu Weihnachten schenken könntest. Wart, die Monika hat schon ein paar Sachen ausgesucht, für die zwei extra in Shopping-Cities gefahren. Eine tolle Frau. Gott sei Dank bist nicht allein, weil was aus deinem Leben geworden war, ohne die Haverer und der Monika, eine einzige Katastrophe. Oder?